welkom zu deze klossen van Zuilische Heilung. Mijn naam is Anna Friesen en mijn vreugde dat ik kan een poort zijn van de heilung wat God verdient leven heeft. Ik ben de vrouw van Ben Friesen. We hebben 3 kinderen, Claudia, Samuel en Diana. We zijn nu meestal 25 jaar bevrijd en so ik heb al een vol leven gehad. En ik wil wissen van de dingen van mijn leven ook metdelen met jullie. En dan gaan we weer aan deze klassen van het boek wat ik hier opgesteld heb. En dat heet Zuilische Heilung. Ik heb niet leichte kinderjaren gehad. Er zijn goede tijden mank geweest, maar er zijn ook sehr schwere tijden mank geweest. En God heeft mij geheilt van de wunden wat ik gekregen heb van opwassen. En dit is nu ook mijn wens, mijn verlangen voor die, dat u dat ook krijgen kan. En als u dit boek, deze video's, dit voor die persoonlijk doorgaan, des of als groep, ik weet dat u was kan en zien krijgen daarvan, want God heeft veel wat hij die geven wil. Als ik opwassen deed, als ik nog maar ganz klein was, dan weet ik dat er weer een tijd wo something anders was. Ik kon nog niet graag verstaan wat dat was, maar irgendwie voelt zich al ergens wat anders. Nu later, wanneer ik terugkijk nu weet ik dat weer een moment wo ik mijn daar het eerste Mal zag, wo hij bedronken was. En dat is wo veel van mijn video van herkomen dat. Ik wil mijn daar niet meer beschuldigen, dafür ik heel lang. Ik weet dat nu dat mijn daar ook een grote video geweest is dan immer. Dat is wo hij drinken dat. En maar als ik is alle word, muss ik verantwoording nemen voor mijn leven. En laten God mij heilung schenken, dat mij dat fehlen deed. En dat ik mijn daar loslaten deed. En niet verantwoordelijk houden deed voor mijn leven. Maar ik had het geleerd dat wanneer mensen een video zijn, dan geven die de nächsten ook video. Dat is wat mijn daar deed en dat heb ik sogar ook gedaan tegen de mensen rond mij. Als ik 9 jaar oud was, dan bekeer ik me. Ik heb mijn leven in Jezus zijn handen en ik weer vol vertrouwen en geloven dat ik in God zijn handen weer en dat God wordt dingen met mijn leven doen. Hij wordt mij brengen in leven. Als ik vanaf 9 jaar was, dan hoor ik een droom. En deze droom, wie Jezus naar ons als familie kwam spazieren. Ik was dan thuis bij mijn ouderen. En ik ben zo'n persoon, ik ben een mensenvriend. So, en krijg ze weer in deze droom ook. Ik was zo excited dat Jezus er bij ons was. En ik wil den voets alles weten wat we hadden. So, we gingen buiten op dem Hofraum. En dan zei Jezus zu mir, du kannst mich fragen, wat immer du warst. En ik zei nog immer een zo'n nischige persoon geweest. So, hier had ik een gelegenheid, Jezus nog wat te vragen. En ik vroeg hem, wat wil je wel laten, want ik keine Klier had. En dan wijst hij mij. Dan wijst hij mij een beeld van ons hoofd door, zoals wanneer ganz bebrand was. En dat lijkt zo treurig. Dat lijkt zo diester. Alle wegen oors. Dat lijkt zo graaf, zo zwart. Ze zo wat je wel laten. En diesen aller kon ik niet verstaan, wat die droom bedienen deed. En den droom vergot ik niet. En den ligt mij van de eerste dag nog zo op mijn hart, because ik weet dat God schenkt mij den droom van Isaac. Hij redt door al te mij door den droom. En ik heb manchmal mijn leven vergelijkt met Jozef zien in de Bijbel. Jozef kreeg ook droom van God. Als hij nog maar zo jong was en nog niet zo veel verständnis had over dingen, maar dan schenkt God hem al een droom, te aanwijzen, ik wil die te wat brengen en ik wil die voorbereiden. Jozef die ging een zwart leven door. Zijn broeder gleichten hem niet, verkauften hem. En hij ging van een barm am Gruven zijn, zu einem Gefängnis zijn. En zo, Jozef ging een zwart leven door. Maar dan met eens, dan neemt God hem dooruit. En heeft hem, en hij heeft hem nu uitgemerkt. En hij hield zich in deze ganze tijd aan God. En God heeft hem nu uitgemerkt voor het werk wat voor hem ligt. God zijn volk fehlt van de hungersnood te redden. De Israëlieten. Dat Jozef zijn papa, zijn ganze familie. En zo Jozef speelt hier nu een grote part
zum die Familie von der Hungersnot raden. Kriegt die Familie, was am so weit tun hat, die, für die wie hij du nu. Für die Familie, wie hij nu du. Und so fällt sich mir das nochmal, die Welt, was mir so weit tun hat, und verwöhnt hat, für die Welt, weil ich hier nu sein, in Heilung anbieten, was Gott zu geben hat. Ich sehe ein schweres Leben durch, von dem, was ich den Traum kriege, aber nu, ich habe viele schwere Dinge belebt in meinem Leben. Ich weiß das noch, als ich bei 13 Jahre alt war, dann hat mein Papa auch einen Tag war getrunken und er ging naar de bootstoof en hij kwam niet terug. En ik wie immer so am te doen abhossen, wo die bleiben, wat die da, ich will sure machen, dass okay wird sein. Und so, ich ging meine Mama fragen, dass sie mal wollte kicken, was da anging. Und so, hatte die ein kleines Ängstchen abgeladen, und ging sie dann und schrie sie, alles, was sie können. Und dann rannte ich durch, und dann sah ich, wo er sich mit seinem Belt beim Showerrad gehangen hat, und er ganz blöd war. Und wir schafften seinen Arm darauf zu kriegen, und das wir sehr schwer. Aber er verholt sich. Er kriegt noch wahre Ohren, er verholt sich und er überlebt dort. Dort war ein von den Dingen, was mich, glaube ich, der ganz dollste verwundet hat im Leben. Und da kam eine Zeit in meinem Leben, in den Lutherjahren, wo ich dort vor Gott bringen muss und wo ich Jesus anluden dort in Port zu werden von deiner Memory. In den Memory, du wir bloß weiter und du wir Angst und du wir Unfrieden. Aber ich laut Jesus an die Memory zu kommen, und nu, wenn ich an das denke, ich kann krass sein, was da alles wir, aber nu sagt Jesus da auch. Und du Jesus hast du als Fried. Und so dort habe ich nu eine Ändernis gegeben, dort habe ich eine Heilung gekriegt. Und so hat Gott viele Dinge in meinem Leben getan. So als 10 Jahre 3, dann tragen ich meinen Mann mit unserer ältesten beiden Kinder hier in Mexiko. Wir wissen, dass Gott hat uns beraten, hier hinzukommen, aber wir wissen noch nicht, wo wir hin, was er mit uns will. Und das ist in den Jahren, wo ich glaube, wo Gott das alles an mich geschafft hat, wo er mich in eine Wüste hineinladen dort und an mich schaffen dort, wo er mir Heilung geben dort, wo er mich frei machen dort von vielen Dingen, wo ich gebunden war, und wo er mich vorbereiten dort, zum Krieg das tun, was ich nicht gerutzt habe. Dass ich das nicht anbieten kann, was ich gekriegt habe. Moses, der war 40 Jahre in der Wüste, als Gott am Raupen dort und sagt, er soll 3 nach Ägypten gehen und raden sein Volk durch Ägypten rein. Moses, der kann diese Wüste. Er war auch 40 Jahre hier in Schubhort gewesen. Und so, er weiß, was es ging. Diese Jahre, wo ich in der Wüste gewesen habe ich viel Heilung gekriegt und Gott viel nur kennengelernt, viel besser kennengelernt. Und so, nu würde ich gleichen, die zu halten, durchzugehen. Das sind vielleicht so bei 15 Jahren mit mir, dann hat wir mal eine Früh, was hier bei uns in reden. So wie eine dunkle Früh, eine afrikanische Früh, en noem wie Obi. Und ich fürchte diese Früh, als wird beten über mich. Ich voll, dass Gott was zu mir sagen will. So sie Lehrer hängen meine Schulter schnappen und dann sagt sie zu mir, Gott will haben dieses Menschen so sein, als heute sein wird. Und ich konnte es nicht verstehen, wenn ich dachte so, ich gleiche Menschen, ich sehe nicht gegen eine Sorte Menschen oder die andere. Ich nehme die Menschen alle an, was die sind. Aber ich konnte das noch nicht verstehen. Dass jeder, was man an Bord, ich Verständnis kriegt, Eva, weil es Gott der mir meine Augen auf, die Menschen muss so sein, als heute sein wird. Und wo Menschen, Gott Menschen sein wird, das ist von der Hort. Gott sieht das Hort. Wir kicken immer von Büten und wir rechten so leicht von Büten. Wir sollen den Alkoholik, wir sollen die, was die kleine Kinder missbrauchen wird, wir sollen, und wir geben Nummers, wir geben Labels. Aber Gott, der kickt immer nur das Hort. Und der sieht ein Hort, was der teuer ist, ein Hort, was der rot, ein Hort, was der voll weit ist. Und das ist, was ich anfange zu sein. Als ich mein Dad dann sein dort, dann sage ich nicht mal, der Alkoholik, was für mich stimmt, wird uns als Familie das Leben bloß wohl schwer machen. Da mal eins dann sage ich ein Hort, was du an Weidau wir und was der Heilung fehlen dort. Und das braucht mein Hort.
2. Dat is nicht leicht, wenn die dort alle wegen ran designen, das, wo verbrechen diese Welt ist, wie viel Tränen die Herz da sind. Aber du hast eine Antwort dafür, du hast eine Hoffnung dafür. Und das ist Jesus Christus. Er kann Heilung geben zu unserem gebrochenen Herz. In 1. Samuel 16, Vers 7, da habe ich die Geschichte von dem Prophet Samuel, wo er nur diese Familie kam, wo König David dann von herkommt, wo er die jüngste Sehen ist. Und du sollen keine gesalbt worden. Und Samuel steht für diese große, starke Jungs und er läuft dort einer von denen, was König sind. Und in den 7. Vers, du sagst Gott zu Samuel, guck mal, du kickst einmal vom Beten, aber ich kick nicht hart. Und das Vers ist einer von den wertvollsten Versen geworden für mich. Wegen dort sage ich mir so viel, dass Gott ist so sehr am zu tun, an mein Hart, und wo mein Hart ist, als dort gesund ist oder als dort Heilung fehlt. Und so, wir merken uns dort immer schwer mit den Dingen rum uns, so sehr, aber das ist, wo Gott am besorgt ist. In Johannes 10, Vers 10, du sagst Jesus, ich bin gekommen, um dir das ewige Leben geben, und dass du das voll abhast. Das ewige Leben, das ist das Wichtigste, dass wir dort haben, dass wir dort kriegen. Und dort hat Jesus uns gegeben, indem dort er am Kreuz gestorben ist für uns. Und wenn wir dort annehmen, was er getan hat, dann haben wir dort ewige Leben. Aber er sagt in diesem Vers, ich will dir noch mal geben, ich will dir noch das Leben voll abgeben. Und dort ist ein Leben voll Friede, ein Leben voll Friede. Und dort erlangen wir, indem dass Jesus uns hart heilen wird, dass er uns frei merken wird von Dingen, dann kriegen wir ein neues Leben, ein innerliches neues Leben. Wir leben in einer gefallenen Welt. Eine Welt, die voll Sinn ist und die uns beschädigen wird. Dus Sinn aller wegen rum uns. Und durch diesen Sinn, wo wir weitertun wollen, dass manchmal von den Menschen, die ganz nutzte in uns Leben sind, dass die uns weitertun durch Sinn. Aber in so einer Welt leben wir. Und der Feind, uns Gegner, der ist dann immer futzereut, um uns was geben, um die weiter betreiben. Aber das ist nicht die Antwort. Wegen betreiben, das bleibt nicht. Das lädt noch nur. Und dann wagt die weiter vom Frischen ab und fällt noch stärker und noch gerader als vorher. Ich habe was mal erfahren hätten gehört mit einer Teen, was dabei geht. Und dann nehme ich selber eine Pal an, um das zu betreiben, wenn ich eine Teen weiter, das bloß bitte gewöhnlich euch. Aber ich will nicht Lebenstypus an eine Pal nehmen, um das zu betreiben. So dann habe ich auch mal nehmen und vor einem Teendoktor, lassen mich da und schaffen, dass das mal gefixt ist, dass das mal ganz abgeklärt ist. Nicht? Gott, der will uns Heilung geben. Der Feind, der will das betreiben. Und der will haben, die soll nie nicht weggehen. Und wir sollen immer ohne den Druck von der weiter leben, von der Sinn. Aber Gott, der bietet uns eine Heilung an, wo diese Wunden, wird Taumerken zu sein. Der wird alle aufstehen, der wird taugen, der wird eine Nur überwassen und dass wir mit dort nicht mehr handeln brauchen. In das Buch, da sind die Überschriften von was wir durchgehen wollen und ich werde hier ganz kurz mal übergehen. Wir wollen verstehen lernen, wer ich sehe. Sehr wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir uns lernen zu gleichen. Verstehen kann, wer Gott ist. Wenn ich nur diesen Gott gehen mit mir verwendet hat, wenn ich ihn nicht kann, oder wenn ich nicht weiß, wo er wirklich ist. Verstehen kann, wo ich im Jährlichen sehe. Für einmal sowieso verbiestert, wir wissen nicht, wo wir sind, und dann gehen wir auch nicht vorwärts. Und Gott will haben, wir sollen vorwärts gehen. Was meine geradsten Noten sind, das mal anerkennen, das ist, was mir fehlt. Das ist, was nötig ist in meinem Leben. Verstehen kann, mit was ich zu kämpfen habe. Das ist ein großes Part. Einfach mal in ihr Segen lassen und sagen, das, was in meinem Hart ist, das ist, mit was ich zu kämpfen habe. Verstehen kann, warum ich die Dinge tue. Ich kann immer nicht verstehen, wegen was mein Dad trinken tut. Aber Gott sagt mir das ab. Und dann gibt mir das ein anderes Bild von meinem Dad. Verstehen kann, wo diese Weide herkommt. Paulus, der sagt ab einer Stelle in Philippa, ich strebe nur dort, was vor mir liegt, und ich vergete von dort, was hinter mir ist. Aber wir können dort nicht vergeten, was hinter uns ist,
wenn wir nicht mal einmal mit dort handeln dann. So, wir handeln mit dort, wir gucken von wo diese Video herkommt, wir handeln mit dort und dann können wir vorwärts gehen. Verstehen kann, wo ich bei hier mit das umgegangen sein. Kreiden und wer du bist, du hast die gelehrt, eine Weich oder andere Weich mit denen weiter zu handeln. Und gewöhnlich fingen wir in Dingen, was nicht gesund ist. Und so, Gott will uns lernen, dort eine Arm zu bringen. Verstehen kann, wo ich die weiter kann Gott bringen für Heilung. Das ist ein Ding, was wir uns lernen machen, wo wir dort tun können. Und dann das Letzte, verstehen kann, wo ich ein gesundes Hort unterhalten kann. Das ist ein sehr wichtiges Ding, dass wenn wir einmal mal ans ganze Hort haben durchgehen, in Heilung gekriegt haben, dass wir dort dann noch unterhalten tun. Dass wir dort dann nicht tachluten tun und glücklich werden tun. Im Psalm 81, Vers 10, da sagt Gott zu seinem Volk, und da sagt er zu mir und die von dir, merk den Müll groß auf und ich werde fallen. So, wenn du den Hort von dir aufmerken wirst, Gott, der wird dort fallen. Der wird den Hort geben, kriegt dort wird den Hort fehlen dort und hat viel zu geben. So, ich will die Mut merken dort, dass du die von der ganz Hand geben darfst, an Gott seine Hänge, laut arm den Hort geben, was dort fehlen dort. Dankeschön für Teilnehmen an dieser Klasse. Wollen wir noch schließen mit dem Gebet. Dankeschön für Gott, für diese gesegnete Zeit. Und Dankeschön für jeder Hort, wo du so sehr unbesorgt bist, wo du so eine gute Läufe hast. Ich bete, dass du jeder Hort was tragen nach dir und dass jeder Hort sich was aufmerken zu dir. Weil du hast so viel zu geben. Ich bete, dass du jeder Hort schenken wirst, was dort fehlen wird, besonders die Heilung, was dort fehlen. Und ich bete Gott, dass wer immer der Tauhorchen wird, und teilnehmen wird und dass die wollen gesegnet werden und dass du die Ewigkeit kriegen. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen.